Haut 31. Sonntag am Joreskreis begräessen ich aus der Kirche wo knapp Pauschend, méiwer dro Funheit Sondes Mass. Et singt Choral Saint-Cécile Knaposchheit Seltscheid, die dëst Joer hier 60 Joer no gefeiert huet. Dirigent ass den Luc Kaipes, Organist de Philipp Kaipes. No singem Vorspiel vum Knecht sangemer Dieu nous accueille vum Leko. E Kyriale vum DK, Gloire et louange, Laudate Dominum 182, Wie groß bist du, vu Boberg a Glen, Prenez et mangez vum Dazin, an als Schlusslied Nous chanterons vum Bourgeois. Duegel spielt als Sortie Menuet Gothique vum Boelmann.
Am Numm vum Pap a vum Sohn a vum Hellige Geest. Amen. Den Herr sief mat Dich all. Leef Leiit heit zu Knapposchen an der Kirch, a leef alle Guer, déi der iwwer Medien mat deis verbonne sit. Haut an die kommend Feierdeeg gimmer op eis Griewer, bei eis versturwen. Heit zu Knapposchen sehne man no der Maste Kirficht, uschließend den zu Selschend. So wie dat am ganze Land des Ardege geschitt, an dat das Gude so. Aus engem Roman Va où ton cœur te mène schwätzten Gabriel Ringlet vun der bonne présence de celles et ceux qui ne sont plus là, mais ont encore secrètement beaucoup à nous donner. Die net mi bei eis sinn, sie hu Spuren hannerlos, die eis konstant un sie erinnern. Wie war sie geheimnisvoll weiterhin do viren an eis beschenken. Ils ne sont plus là, mais ont encore secrètement beaucoup à nous donner. Sie sind lo op der Platz, ce lieu que la nuit n'atteint pas. Am Licht vu Gott, am ewige Licht, an der Lux Eterna. Da das jedenfalls als fest Hoffnung an eist Gebiert für sie ob aller Helien an aller Seelen an Orlo. Denk ma an dieser Mass und eis versturven, dem er dem Herrgott seiner Gutheit empfehlen. Und dem ihr Rezent, die eis nach ganz liewig an Erinnerung sind, an denen man not trauern. Aber auch und die eis schon mi lang verlost hun. Biet mal lo für sie alle Gue, dat sie op der Platz wo Licht endgültig kommen, die den Herrgott für sie viergesehen huet. Ce lieu que la nuit n'atteint pas. Anders mir sie do en Keier gesehen. Dufir soll den Herrgott eis a sie brett machen, an dem's neis alle Gur seiner Bämen schenkt. Allmächtigen Herrgott soll sich hier an eiser erbämen, soll eis Schuld no losen, als ein ewig Leben schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, barmherziger Gott,
Es ist deine Gabe und dein Werk, wenn das gläubige Volk dir würdig und aufrichtig dient. Nimm alles von uns, was uns auf dem Weg zu dir aufhält, damit wir ungehindert der Freude entgegeneilen, die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit. Herr, die ganze Welt ist vor dir wie ein Stäubchen auf der Waage, wie ein Tautropfen, der am Morgen zur Erde fällt. Du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg, damit sie sich bekehren. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von allem, was du gemacht hast. Denn hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Wie könnte etwas ohne deinen Willen Bestand haben, oder wie könnte etwas erhalten bleiben, das nicht von dir ins Dasein gerufen wäre? Du schonst alles, weil es dein Eigentum ist. Herr, du Freund des Lebens, denn in allem ist dein unvergänglicher Geist. Darum bestrafst du die Sünder nur nach und nach. Du mahnst sie und erinnerst sie an ihre Sünden, damit sie sich von der Schlechtigkeit abwenden und an dich glauben, Herr. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei. Doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf.
Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, grüne Welle, worin hier guckt, gering sie mir haut all ein bisschen. Gering bedeutet Nachhaltigkeit, Schutz von unserem Planet, Andämme vom Klimawandel, Erhalen von der Biodiversität, Schutz vom Leben. Direkt dazu das klang interessante Erfahrung. Für einem guten Jahr war ich bei meinem Hausdoktor. Nach junger Mann. Wie ich du am Kabinett bei ihm sitz, sortieren, die hat do klein Tierchen ob ihrem Hals sitzen. Ich hätte alt Insekt geholt und tot geputzt, et hat ja nicht auf meinem Hals verloren. Mir hier steht op, packt es delikat mit seinen Händen, mischt Fenster op, als setzt es behutsam auf Fenster briert, bis es fortgeflohen ist. Als Lesung weist Gott als den großen Liebhaber vom Leben auf von seiner Schöpfung. Du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast, du Freund des Lebens. Heireiser erwies eine Aufgabe, die sich als jüdisch-christliche Patrimoine erweist, nämlich sich immer an überall für den Schutz vom Leben anzusetzen. Wa Gott e Freund vom Leben ass, as eng Schöpfung gär huet, da sollte mir dat och sinn. Wéi awer gesäidet haut domat aus. A viele Bereicher, und dat das positiv, as an de lechten 30 Joer Bewusstsein gewus, dass mat Welt an Mënschen schützen mussen. Ze nennen as sei die ökologisch Bewegung. De Franz von Assisi hat het schon so gehal. An de Papst Franziskus greift als enger Enzyklika Laudato Si op. All Leben an der Natur, Wasser, Pflanzen, Dieren, Menschen, sind als Brüder als Schwestern zu begreifen, an so zu behandeln. Es sind nicht Sachen, die ein ausbeuten kann, mehr liebig Wesen, die ein urchtsam, respektvoll soll trätieren, gegebenenfalls schützen muss. So ein Bewusstsein, egal ob es religiös motiviert oder ernst das, führt am Idealfall dann auch zu einem veränderten Lebensstil. Auch am Bereich vom menschlichen Leben liefern weist sich ein positives Umdenken. Es gibt eine neue Sensibilität für Leute mit Behinderung. Wir schwätzen ernst über sie, lassen sie durch neue Infrastrukturen besser teilholen in unserem Leben, auch in der Gesellschaft. Sie gehen nicht mehr aufgesinnert betreut, mehr bewusst integriert, Stichwort Inklusion, sodass Leute mit Handicap selbstverständlich mit dazu gehören. Zu würdigen sind auf dieser Platz auch all die fruchtbaren Erfahrungen, die hinter Jahren und Jahrzehnten von den Wissenschaften, Humanwissenschaften wie Naturwissenschaften, besonders der Medizin, gemacht gehen, für das menschliche Leben zu protegieren, gesund zu machen oder zu erhalten. Stell dich mal vor, bei der Pandemie wird es kein Vaccin gehen, und zwar ganz sehr nach dem Ausbruch ein halbes Jahr durch gehen. Was hätte man da gemacht? Was wird das gehen? Het 12 Menschen mussssen stirven wie a früheren Zeiten, wann so Seuchen ausgebracht sind. So weit, so gut. Auf der anderen Seite gibt es aber auch erheblich Defizite am Bereich vom Lebensschutz.
Dem Schutz vom ungeborene Leben gëtt immer méi sogenannt Mënscherecht op Aufdreibung entgegengehall, an sogar vom EU-Parlament gefordert. Domat gëtt der Schutz vom mënschliche Leben als ein Gegenteil verkehrt. Als dat net Dümmwertung vun de Werter, eng Perversion. Wie selbstverständlich get akzeptiert, dass das Selbstbestimmungsrecht vun der Frau, wat ja keiner hiesig der Frohgestalt soll gin, iwwer Lebensrecht vum Kant gestalt gëtt. Nief der allgemeng humanistischer Begründung, die den Schutz vom menschlichen Leben statuiert, als für eis Christen an dem Fall auch nach Gott eng Referenz. Gott als auch ein Freund vom Leben, dat entsteht, weist sich an der Bibel auf verschiedene Plätzen. Am schönsten do, wo der kleine Johannes am Schoß von seiner Mama Elisabeth aufhängt, friedlich zu strampeln, wie hier Cousin Maria, die mam Jesus schwanger ist, auf Besuch könnt. Guck mal ob den vom Leben. Stichwort Euthanasie an assistierten Suizid. Auch hier geht etwas an den Gegenteil verkehrt, nämlich die ethische Verpflichtung für Doktoren zu heilen, an Leben zu schützen, a Plan sie tot zu machen. Gott als so ein Freund vom Leben, das vergeht. Man muss ihm lehren, dass Stirben auch ein Teil vom Leben ist, der von anderen mit Liebe und Respekt begleitet soll gehen, sodass auch stirbende Menschen, die nicht gut dran sind, nicht durch die Hand von einem anderen, mehr unter Hand von einem anderen ihre letzten Weg können gehen. Buch von der Weisheit als Lesung, der am Kader von Demos verdriebene Juden entstanden ist, wirft auch Frohen ab, die mir haut ernst beantworten. Dass den Herrgott eis durch Leid, Tod an Unglück Zehe wählt, gib mir no Auschwitz an de gruseligen Toten vom 20. Jahrhundert an noch von eiser Zeit sicher haut zu Recht aufstellen. Aber es gibt auch Weisungen, die haut gültig bleiben. Dazu gehört, lebt vor Gott zu seiner ganzer Schöpfung, als in Freundschaft mit dem Leben, auch dem menschlichen Leben an allen Situationen. Das so vor Gott bleibt, als ich stellt wie eis eng Aufgabe durch, nämlich eis ob dieselbicht Wellenlänge zu Beginn wie den wir ubierden a verehren. Das den Opruf an den Ursprung vier Leben anzutreten. An andere Religionen gibt es Todesgötter. Wir haben Gott vom Leben. Und das tut eben Inzidenz ob eis eigen Leben an eis Lebensphilosophie. Als Freund tritt Jesus auch am Evangelium op. Den Zachäus, Douanier, gëtt vun alle gehasst an evitiert, weil mat de Römer der Besatzungsmucht kollaboriert an op der Douane viel Goss mischt. Massig Leid begleden de Jesus oder sichnen op, aber ke wird mat gerechen tun, wat dann passiert. De Jesus bleibt stohen, guckt rob op de Baum, wo den Zachäus 40 für je nass him no guckt. 2 Sätze rief Jesus ihm entgegend. Komm sie ja ruf an, ich will haut bei dir gascht sinn. Den Zachäus kriegt daraufhin so eng euphorische Stimmung, dat davor schwätzt, wie en Lo an Zukunft liewe wölt. Veränderungsprozesse sind noch bei eis möglich, wann man eis vom Herrgott rufen lassen. Wer Geschichte vom Zachäus aber nach vermittelt as, dat Gespräch, dat wertschätzend Gespräch. Der Jesus schwätzen Zachäus direkt rift hier bei sich, weil sich für ihn interessiert, an ihn verstohe wild. Der Jesus invitiert sich bei ihn, für mit ihm zusammen zu essen. Für die Juden damals an noch haut nach ein besonderes Zeichen von Unerkennung, Wertschätzung und Vertrauen. Dazu bietet das Haus oder die eigene Wohnung einen Schutzraum, die Gespräche zulässt, die mehr tief gehen. Der Jesus hält dem Zachäus keine Moralpredigt, verurteilt hier nicht, mischt ihm keine Reprochen. Den isolierten Mann kriegt durch den Jesus eine Chance, innerlich zu wachsen, sich aus der Isolation zu befreien. Für die erste Kehr erlebt den Zachäus, wie es sich aufhielt, akzeptiert zu gehen. Und so entdeckt ihn sich sein Lebenssinn neu, weil er von Gott gelebt Kant ist.
Lief Brüder und Schwestern, ich muss haut an dingem Haus geherrscht ziehen, sagte Jesus. Muss beim Zachäus akehren, aber auch bei Eis. Das ist ein Auftrag, der von Ewigkeit der Jungfrau Gott hat. Hier muss Mensch gehen, an die Welt kommen, an akehren, für beide Menschen zu sein, für Eis zu retten. Geschehe von Christtag klingt hei un. Gott innert die Menschen, Gott innert Eis. Das ist auch heute so. Den Herrgott wird sich nicht zurückgezogen, und ist da. Weil, wo da 2 oder 3 am mengem Numm versammelt sind, da sind nicht Matzen innert hinnen, seht ihr. An, wer da für von meine geringste Brüder gemacht tut, da tut er für mich gemacht. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herr, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Wir leben. Amen. Los mal Appell machen und dem Herrgott sing Barmherzigkeit an Lot zu ihm bitten. Den Zachäus wollte Jesus gesehen. Mir werde für all die, die das sichern. Herr Gott, höre eis. Ich ging denen Armen. Mir werde für die Reich, auch für die, die es schwer haben, für zu delen. Herr Gott, höre eis. Der Jesus hat abgeguckt an den Zachäus gerufen. Mir werde für die, die den Herrgott als ein Dienst trifft, auch für die, die das Evangelium kennenlernen. Herr Gott, höre eis. Haut als Rettung, komm für das Haus. Wir beten für die, die sich auf den Empfang von einem Sakrament vorbereiten. Herr Gott, höre eis. Du bist ein Freund vom Leben. Wir beten für die, die sich einsetzen für den Schutz vom Leben auf der Halle von der Schöpfung. Herr Gott, höre eis. Du schenkst ewig Leben. Wir beten für uns Verstorben. Hol sie ab bei dich an das ewig Glück. Herr Gott, höre eis. Herr Gott, wir haben die eis Gebet dafür gedrohen. O höre eis durch Christus, eisen Herr. Amen. Geschaffen durch dein Wort.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Heiliger Gott, diese Gabe werde zum reinen Opfer, das deinen Namen groß macht unter den Völkern. Für uns aber werde sie zum Sakrament, das uns die Fülle deines Erbarmens schenkt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod erweckenden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern das Mass als Joa Mass für Gretchen am Misch, Heinen Becker, Mass für Vicky an Albert Thomas Serres, für die Familie Antoni Schon Schmidt, für Jenny Kaipes, für die Verstorben von der Familie Trausch, auch für die Familie Schmitz-Magirus a Lippertsruhen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, das wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Los, wir zusammen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt wird. Eise, Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erde. Geweis Vater als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie wir auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führe uns nicht an Versuchung, uns frei vom Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr,
du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass deine Kraft in uns wirken, damit wir fähig werden, die ewigen Güter zu empfangen, die du uns in diesen Gaben verheißen hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Kehrt hin in Frieden. Du
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Knaphauschend. Den nächsten Sonntag über Dromatmas von Stadt Bredemes. An los schalten wir zurück an den Studio.